Ich wechsle auf Schriftsprache, dass alle super gut verstehen. Wir wollen uns noch 2, 3 weitere Gedanken dazu machen, was das Gift in unserem Leben bedeuten kann. Nämlich finde ich das so spannend, dass die Bibel auch über Gift spricht und eine tiefere Bedeutung hat als nur so etwas äußerlich Vergiftendes. Worte, die wie giftige Pfeile sein können, finde ich super spannend und ich denke, ich habe mir oft schon gedacht, ja, das wurde vor vielen Jahren geschrieben, vor 2000 Jahren oder noch mehr Jahren und schon damals war das Gleiche, genau das Gleiche. Worte, die wie Gift sein können. Und heute ist es immer noch so. Es ist interessant und spannend, wie aktuell das ist. Ich habe noch einen anderen Abschnitt gefunden, wo das genau aufgegriffen wird, dieses Gift. Da heißt es, genauso ist es mit der Zunge. Sie ist ein nur kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ich meine, das Feuer kennen wir alle. Nachher wollen wir ein paar Würstchen grillieren oder sonst irgendetwas. Da kann man gute Sachen machen mit dem Feuer. Aber wir kennen es auch aus Südeuropa im Moment, wo es verheerende Folgen hat, oder? Das heißt, genauso ist es mit dem Feuer. Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Also manchmal, wenn ich darüber nachdenke, was alles für Wörter aus dem Mund von Menschen kommt, dann frage ich mich echt, woher kommt all das Böse? Woher kommen diese destruktiven Worte? Das Gemeine. Und das ist ja, das kennen wir alle aus dem eigenen Leben, aber ich denke manchmal schon, unsere kleinen Kinder, schon im Kindergarten, was die Kinder sich gegenseitig sagen, da fragt man sich schon manchmal, woher kommen da diese bösen Wörter überhaupt her? Und dann heißt es weiter, es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel. Vielleicht war ja jemand in den Sommerferien so eine Vogelschau sehen, das ist sehr faszinierend. Dann Reptilien, Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Also die Zunge kann Gift verbreiten. Ein Gift, das in die Gedanken reingeht. Mit der Zunge, mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Also mit anderen Worten, mit der Zunge können wir viel Gutes anrichten. Wir können gute, auferbauende, positive Sachen, Dinge sagen. Aber mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ich finde interessant, dass hier in diesem Text gleich diese Wahrheit hineingebracht wird. Manchmal schmettern wir andere Menschen nieder, das heißt sogar, wir verfluchen andere Menschen, die doch als Gottes Ebenbild geschaffen sind. Dieser göttliche Glanz, den der Mensch in sich trägt, diese Würde wird hier dem gleich entgegengehalten. Schon interessant. Also wir können Gutes reden, aber die Zunge kann auch viel Schlechtes reden. Und es gibt so wie zwei Dinge, die wir anschauen wollen mit diesem Gift. Weil einerseits kann es ja sein, dass wenn wir selber Sachen aussprechen, die nicht gut sind, dass das selber wie in unserem Herzen ein Gift entfaltet. Aber es kann auch sein, dass Dinge, die andere Menschen über uns sagen oder schon gesagt haben früher oder schon lange, dass diese Dinge ein Gift in unser Denken hineinbringen. Und auch dieses Gift habe ich mitgebracht. Oh. Das sieht recht auch giftig aus. Was ist, wenn wir selber Worte gebrauchen, die anderen Menschen dann Schaden zufügen? Wenn wir selber die sind, die dieses Gift verbreiten, kann es sein, dass es auch etwas in uns anstellt? Ich würde sagen, es ist das Gift, das unser eigenes Herz angreift. Und es fühlt sich auch recht hässlich an, ehrlich gesagt. Ein Mann,
der Paulus hat genau dieses Thema aufgegriffen, hat darüber nachgedacht, wie ist es, wenn Gift unser eigenes Leben angreift, wenn wir selber anderen Menschen Schlechtes zufügen und das unser Herz angreift. Was ist mit diesem Gift los? Und in einem Brief im Kapitel 3 des Römerbriefs hat er darüber geschrieben, wie dieses Gift sich auf uns auswirkt. Ich will ein paar Verse daraus vorlesen. Es ist ganz spannend zu entdecken. Der Paulus ist ja ein Mann, der hat einige Abenteuer, ein Abenteuer nach dem anderen erlebt. Wir werden ab nächsten Sonntag ein paar von diesen Abenteuern miteinander verfolgen und schauen, was dieser Typ alles erlebt hat. Recht crazy Dinge. Aber er hat auch immer eine gute Nachricht hochgehalten. Und wenn man hier dieses Kapitel über das Gift liest, denkt man schon, wo ist jetzt diese gute Nachricht? Wo sind diese Good News eigentlich? Das klingt eher etwas klebrig, schlabrig. Nicht so positiv. Und er schreibt hier über die Menschheit, die wie dieses Gift kennt oder in sich hat. Und er schreibt dann im Vers 10, es gibt keinen, also keinen Menschen meint er hier, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Oder man könnte auch sagen, ohne dieses Gift anderen Menschen Schlechtes zuzufügen. Es gibt keinen Menschen. Da kann man sich ja schon fragen, wie kommt denn dieses Gift in unser Herz hinein? Auch dazu schreibt Paulus etwas. Er zählt ganz verschiedene Dinge auf, die wir Menschen machen, immer wieder im Alltag. Und eines, was er dann aufzählt im Vers 13, was über unsere Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Also manchmal fragt man sich ja, wenn die Bibel von Sünde redet und so, betrifft mich das überhaupt? Aber wenn dieser Paulus hier schreibt, dass schon Worte, die über unsere Lippen kommen, die nicht gut sind, dieses Gift ist. Ja. Also wenn jemand von euch nur immer gute Worte und nie ein schlechtes Wort sagt, dann kann er gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen, den würde ich gerne kennenlernen. Das wäre eine Bildsensation, glaube ich. Das wäre schon recht cool. Also, wenn jemand nie ein schlechtes Wort sagt, kommt zu mir, das wäre cool. Und manchmal denkt man dann, ja gut, aber im Verhältnis gibt es viel mehr gute Worte. Oder in meinem Leben mache ich viel mehr gute Dinge. Das wiegt es auf. Und das ist interessant, was der Paulus dazu schreibt. Das schreibt, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Die Gebote, vielleicht kommt dir in den Sinn so die 10 Gebote, du sollst nicht lügen oder so. Also der Paulus sagt, sogar wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang alle Gebote hält und nie lügt, nie, und alles andere auch noch, nicht einmal der kann vor Gott bestehen, weil irgendwo hat es etwas von diesem Gift im Herzen. Und da frage ich mich jetzt, ja gut, wo ist jetzt diese Good News, die dieser Paulus die ganze Zeit erzählt? Das fehlt hier ein bisschen, das klingt jetzt das Gift zu giftig, zu klebrig, da will ich nichts damit zu tun haben. Also es ist ja spannend, wie es dann weitergeht. Im Vers 24 schreibt er dann, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Mega spannend. Also Jesus Christus ist so gut, dass er uns Menschen annehmen will, obwohl wir selber kein Gegengift gegen dieses Gift in unserem Herzen haben. Aber er schon. Er will uns davon erlösen. Und er sagt dann weiter, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Eine mega spannende Aussage. Also der Paulus sagt, das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, weil Jesus dort gestorben ist, gerade wegen diesem Gift oder wegen der Sünde, deshalb will er uns vergeben. Deshalb will er uns das Gift wegnehmen. Allen, die daran glauben. Einfach so. Obwohl es keiner verdient hat. Einfach weil Gott so gut ist. Das ist die gute Nachricht, die Paulus verkündet, die er sagt. Er sagt, hey, das ist Gift, das kennen wir alle. Und wir können entspannt sein. Natürlich ist es nicht so cool, aber wir müssen keine Sorge machen, dass wir dieses Problem von diesem Gift lösen müssen, weil Gott hat Jesus gesandt, der dieses Gift
entgiftet hat. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das Ganze, das klingt ein bisschen kompliziert und so. Wieso sollte das irgendwie dieser Jesus, dieser Mensch, oder war er doch Gott, der stirbt am Kreuz und was hat das jetzt für Auswirkungen? Logisch fließt da Blut und so weiter. Vielleicht denkst du, das wäre eine spannende Frage, um hier ein bisschen mehr zu erfahren, zu diskutieren, oder vielleicht denkst du auch sehr kritisch darüber und sagst, ja, das ist eine alte Geschichte, die hat mit heute nichts mehr zu tun. Es ist eine theologisch auch hochkomplexe Frage, da kann man sehr viel darüber nachdenken. Und wenn du sagst, das ist eine Frage, mit der ich einen Schritt vorwärts kommen will, dann will ich dich unbedingt zu unserem Alpha-Life-Kurs einladen, weil das ist genau der Kern von diesem Kurs, dass wir zusammen darüber diskutieren, was das mit uns heute zu tun hat, dass Jesus am Kreuz stirbt, um dieses Gift irgendwie wegzubringen, um die Sünde wegzubringen, um zu vergeben. So eine Kernbotschaft dieser Good News. Aber eine andere Kernbotschaft ist auch diese. Der Paulus hat geschrieben, für alle, die daran glauben. Es hat auch eine Frage dabei. Und zwar die Frage, will ich daran glauben? Will ich ein Ja dazu haben? Will ich diesem Jesus vertrauen, dass es auch für mich gilt? Eine Frage, die wir uns alle stellen können. Will ich daran glauben? Soll das mein Glaube sein? Wenn du dieser Frage weiter nachgehen kannst, dann komm in unseren Alpha-Life-Kurs oder schnupper einfach mal rein beim ersten Abend, das kann man ganz einfach machen. Oder forsche weiter nach, was es mit dem Gift auf sich hat und dieser Jesus, der das wegnehmen will. Ich möchte aber jetzt zum Schluss auch noch einen anderen Aspekt reinbringen. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, andere Menschen haben schlechte Dinge gesagt über mich in meinem Leben, haben schlechte Auswirkungen gehabt und es ist so wie ein Gift in dich hineingekommen. Dein Denken fühlt sich klebrig an und als ich den Gottesdienst heute vorbereitet habe, habe ich eine Geschichte entdeckt von Barbara Benz. Die sieht so aus. Eine Frau, die sagt, sie habe giftige Gedanken gehabt, so ein toxisches Denken und habe entdeckt, wie andere Menschen, die ihr Böses angetan haben, ihr das zugefügt haben. Sie erzählt das, ich habe auch den Link zu ihrer Story, das ist mega spannend zum Reinhören, habe ich in diesem Liederbuch ganz hinten auch abgedruckt. Sie hat verschiedene so Tagsendungen im Fenster zum Sonntag und so gemacht. Und dort erzählt sie, wie Menschen ihr sogar in ihrer Kindheit schlechte Dinge angetan haben und dass wir ein Gift in ihr eigenes Denken hereingebracht hat. Dass sie schlecht über sich selber begonnen hat zu denken. Dass ein Hass in ihr Leben gekommen ist, einerseits über andere Menschen, aber sie sagt, am meisten hat sie sich selber gehasst. Sie sagt von einer tiefen Traurigkeit, die sie irgendwie immer gespürt hat im ganzen Leben und eigentlich nie recht gewusst hat, woher kommt das. So eine Schwere, sie beschreibt, dass es wie eine Schwere ist, die sich in ihr gezeigt hat, so eine Unzufriedenheit. Und sie ist mit allem in Kämpfe hineingegangen und wollte immer mit allen kämpfen und hat nie gewusst, woher das kommt. Und dann erzählt sie, wie sie Jesus begegnet ist und Jesus ihr gezeigt hat, woher das kommt, von diesen schlechten Giftpfeilen eigentlich, die andere Menschen auf sie abgeschossen haben. Und sie beschreibt dann, wie sie erlebt hat, dass Jesus sie auch von dem befreit hat, von so einem schlechten, destruktiven, negativen Denken über sich selber, das von den Giftpfeilen von anderen Menschen gekommen ist. Und vielleicht denkst du, ja, das klingt alles spannend mit diesem Kreuz und Jesus und so, aber eigentlich habe ich ein anderes Gift in mir, nämlich das, was mir andere Menschen angetan haben. Dann will ich dich auch ermutigen, diesen Jesus zu suchen und ihn zu fragen, hey Jesus, kannst du mir zeigen, woher kommt das? Kannst du mir Freiheit darin schenken? Kannst du mich heil werden lassen? Weil wir Menschen haben oft wenig Möglichkeiten, mit diesem Gift umzugehen. Aber Jesus, er hat alle Macht, Dunkelheit in unser Leben zu bringen. Jesus, er hat alle Macht, neues Leben dort hineinzuschenken, wo es sich für uns abgestorben anfühlt. Jesus hat alle Macht, uns seine Liebe zu schenken, die größer ist als alle Liebe, die wir von anderen Menschen erhofft oder vermisst haben. Jesus hat alle Macht, dass wenn wir uns schwach fühlen, dass er uns aufhilft auf die Beine und uns neue Kraft gibt. Und ich weiß nicht, welches Gift dich heute am meisten anspricht. Vielleicht merkst du, hey, ich will bewusst jetzt für den Schulanfang für meine Kinder, ich will nicht giftige Worte haben, sondern besonders ermutigende, positive Worte. Aber vielleicht merkst du auch, dass ein anderes Gift in dir am Wirken ist, dass andere Menschen dich gepflanzt haben mit schlechten Dingen. Und ich will dich ermutigen, zu Jesus zu gehen, ihn zu bitten, dass er dir dabei hilft,
heil zu werden und dort nächste Schritte vorwärts zu gehen. Ich will gerne beten. Wenn du willst, darfst du in deinem Herzen mitbeten. Du darfst auch einfach zuhören und darfst auch deine eigenen Worte daraus machen. Danke, Jesus, dass du das Gift in unserem Leben kennst. Danke, Jesus, dass wir nicht super fromm vor dir tun müssen oder irgendetwas verschleiern oder verstecken oder so, weil du kennst uns, aber du liebst uns so fest, dass dieses Problem dir nicht egal ist. Und du, Jesus, hast alles gegeben. Du bist am Kreuz gestorben, um dieses Gift von uns wegzunehmen, um die Sünde von uns wegzunehmen, das Schlechte, das wir anderen antun, uns zu vergeben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns mehr zeigst, was das bedeutet für unser eigenes Leben. Und wir wollen dich auch bitten, Jesus, dort, wo wir merken, wo andere Menschen etwas in uns gesät haben, etwas Giftiges in uns gesät haben, das sich breit macht. Vielleicht wissen wir nicht mal, woher das genau kommt oder so. Auch das kannst du heil machen. Auch das kannst du gut machen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns da auf einen Weg mitnimmst, um Heilung zu schenken. Amen. Nimm diese Gedanken mit, bewege sie, leg sie weg oder verfolge sie weiter, je nachdem, was es für dich bedeutet. Und ich bin gespannt, wie wir weitergehen.